Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Craft. Naja, eigentlich heißt es ja Towncraft. Aber wir haben jetzt unsere Schöfli alle in place. Kann man fast sagen. Bis auf die Brunnen. Für den brauche ich aber immer noch Kakaobohnen. Und was jetzt noch fehlt, sind Schweine, Kühe und im nächsten Update von 1.8 Hasen. Falls ihr jetzt fragt, ja, was ist mit Katze und Hund? Das sind definitiv keine domestiziert, also nicht so domestizierte Tiere. Nicht für Wolle, Fleisch, whatever, Hasenpfoten. Die töten wir ja nicht, die haben wir einfach nur da als Schutz. Und darum kommen sie auch nicht in so ein Cake. Aber, was ich jetzt mache, fangen wir mal die Kühe, die wir dort noch haben. Vielleicht sehen wir so da aus. Das Ding, dort so da, so dort hinten so. Und vielleicht auch noch das alte Schwein, das dort ist. Mein Gott, ist das hässlich. Ich bin gerade an unsere Kühe über transportieren und mir ist aufgefallen, mein Gott, ist das hässlich. Oh mein Gott, Schweine sind so schnell. Viel schneller als, viel schneller als Kühe und all der Scheiß. Außer man sitzt auf ihnen drauf. Dann sind sie nicht so schnell. Aber, da wir jetzt auch die Schweine bei uns haben, die kommen da rein. Put, 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 put. Brav. Ich habe leider keine Rübe für euch. Was zum Creeper? Wie kommst du da rein? Nein, du explodierst jetzt nicht. Bist. Nein, 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 nein. Du willst das gar nicht. Nein, 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 du willst das gar nicht. Komm da an. Dankeschön. Also. Kleine Creeper-Zwischenfall. Ich bleibe jetzt einfach in dem Gatter. Ungefähr da sollte unsere Lava sein. Jetzt irgendwo da Lava gefunden. Und ich mache das jetzt wieder zu. Nicht, dass ich sie wieder reinfallen. Noch nicht. Irgendwie muss ich mir jetzt einen Geheimgang überlegen, wenn wir von da oben, am besten irgendwie da in der Mitte runter, in unser Versteck kommen. Und das heißt, ich muss ein bisschen mit Redstone umhantieren. Und bis ich irgendwas Gescheites habe, ja, probiere ich halt ein bisschen um. Wir sind in meiner kleinen Testwelt, wo ich ein bisschen umprobiert habe, was ich machen für einen Geheimeingang. Da seht ihr meinen ersten Versuch. Ja, ich bin relativ lang dran gewesen. Ich dachte, es wäre doch geil, wenn die Stege einfach so aus dem Boden rauskämen. Das Problem ist, erstens einmal, ich habe es nicht geschafft ohne die Zaungatter. Ich weiß, es geht ohne, aber das ist einfach zu komplizierter Redstone für mich. Und das zweite Problem sind die Gatter da, die da oben dran kleben. Ich zeige euch das mal in Action. Wie ihr gesehen, erstens mal schliessen die sich. Der Rest sieht hure gut aus. Also, ich finde auch hure geil, wenn das funktionieren würde. Aufgeht natürlich auch. Aber das Problem sind eben die Gatter, die zugehen, weil hinten dran Redstone am Werk ist. Und auch sonst finde ich es nicht so geil, dass es da halt die Gatter hat. Darum, ja, ich nehme die Idee nicht. Es ist eine schöne Idee gewesen, hat Spaß gemacht zum Umwerkeln, aber funktioniert nicht. Dann haben wir da einen neuen Versuch, wo, da habe ich es nochmal versucht, ist nicht so gelungen, weil einfach zu wenig Platz für Redstone war, so wie ich es machen wollte. Der erste Versuch war, dass ich es irgendwie da könnte einbetten, dass da unten quasi das da hier aufgeht. Ja, ist auch nicht so toll gewesen. Die nächste Idee war ein Keimgang. Da, quasi die Tür geht zu, die Tür geht wieder auf und dann kommt man da durch, geht ab, da läuft der Stege durch ab. Ja, wieso nicht? Aber es ist, erstens mal finde ich es voll asymmetrisch und zweitens ist es, ja, ist irgendwie nicht so smooth, wie ich es gerne hätte. Und dann bin ich auf die Idee gekommen. Und ich frage mich, wieso dass ich den schon lange haben. Wir haben einfach da wieder den Keimschalter und wir können uns irgendwo entweder auf das Feld oder auf das Feld stellen und flupp, wir fallen runter. Und dann noch der Knopf macht es wieder auf. Ich kann es natürlich auch so machen, dass es von allein wieder zugeht. Aber das würde eine Glocke oder etwas ähnliches benötigen. Und ja, ich könnte eigentlich, ja, ich könnte zum Beispiel das Signal da umnehmen mit ein bisschen Verzögerung, bis man durchgefallen ist. Aber ich denke, das ist das, was ich jetzt baue. Und wir wechseln mal wieder zurück auf den Server. Wir sind wieder auf dem Server. Und
erst schon ein bisschen länger. Und haben es jetzt schon eingerichtet. Was mir jetzt aber gerade, kurz bevor ich jetzt aufnehme, aufgefallen ist, dass ich nicht genau weiß, wo das hier die Lava ist. Das heißt, vielleicht muss ich das um ein, zwei Gatter noch überschieben. Aber, so weit wie tut's im Moment so, wow. Ja, dann landet man da unten im Wasser. Stegenbremse jetzt halt der Fall, aber ist ja egal. Ich erkläre jetzt kurz, wie das Ganze funktioniert. Es ist eigentlich recht simpel. Das hier ist der unsichtbare Torch-Schalter, könnte man sagen. Weil ein Piston kann aktiviert werden, wenn er quasi ein Block weiter unten ist. Also wenn da die Fackel ist, dann könnte da auch der Piston sein und er will sich immer noch ausfahren. Das heißt, man kann einen Block dazwischen tun. Auch bekannt als Boden. Den Block dazwischen haben wir da. Da auf den grünen Block da kommt die Fackel an. Heißt, fahrt das Ding da aus. Wenn der Block da weg ist, wird der Piston noch eingefahren. Wenn der Piston eingefahren wird, ist der Block da. Das heißt, der Piston da schiebt den Block, wo die Fackel drauf ist, raus. Die Fackel geht weg. Der fährt sich wieder ein, der fährt sich wieder aus, der fährt sich wieder ein und alles ist wieder am Anfangszustand. Ist eigentlich ziemlich simpel, finde ich. Jetzt haben wir da den Piston, der sich ja ausfährt, sobald man die Fackel ansetzt. Der aktiviert, ups, der Repeater da. Der geht durch den Block, wo auf einem Piston ist. Es muss kein sticky Piston sein, aber ich habe keine Lust mehr gehabt, um den austauschen. Also, es muss entweder ein normaler Piston mit Gravel oder Sand sein, also etwas, was runtergeht. Oder es muss ein sticky Piston sein mit einem normalen Block. Der normale Block funktioniert da nicht, weil der Piston da fährt sich so kurz aus, dass es nur einen 1-Tick-Puls gibt. Ich könnte zwar den Repeater auch mal aufstellen, aber dann müsste das Timing wieder nicht stimmen. Darum habe ich da einfach Gravel, der geht dann von alleine wieder runter, weil sonst würde der Block da oben stehen bleiben. Und das gibt den einen Puls, einen 1-Tick-Puls, das ist ein, keine Ahnung, wie nennt man da? Ein Tick-Pulser, wo der Block ausfährt und der bleibt dann einfach da stehen. Also der Piston fährt sich wieder ein und der Block bleibt da stehen. Das heißt, das Ganze da fährt sich ein. Wir haben da eine, das ist recht simpel. Vorher habe ich das hure kompliziert gemacht, aber eigentlich ist es hure simpel. Die Torch fährt der Piston aus. Das heißt, sobald das Signal von da hinten kommt, stellt sich die Torch aus und mit zwei Ticks Verzögerung stellt sich die Torch aus, wo die zwei Pisten einfahren. Das heißt, flupp und beides kommt auf die Seite. Und umgekehrt, das wird halt zuerst eingestellt. Ist aber nicht schlimm, weil sobald halt die Pistons dort ausfahren, wird das direkt auch noch aufgeschoben. Also, es funktioniert ziemlich gut. Und da haben wir halt noch einen zweiten Kreis mit ein bisschen Verzögerung, wo sobald man durchgeht ist, nochmal einen Puls durchsendet und dann halt den Block wieder einzieht und das Ganze wieder zudeckt. Und dann landet man da unten. Und ich suche jetzt einmal einen Weg zu unserem Lava, whatever, Lava-Verlies für unsere Hühnli. Und ich glaube, es war irgendwo da gewesen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo. Gefunden! Okay, das heißt, wir sind doch ziemlich gut dran. Jetzt muss ich nur noch einen Weg dorthin finden. Okay, wir haben ein kleines Problem. Und damit meine ich nicht die Kuh, die so dumm war, da runterzukumpeln. Darum habe ich auch da das Ganze. Gehst du? Okay, ich kann die Tür nicht so machen. Ah, jetzt. Damit meine ich nicht die Kuh, die gerade in meinem Redstone-Zeug rumläuft. Sondern, Problem Nummer 1. Die Lava-Pfütze ist viel zu nah an der Oberfläche. Also ich meine so, viel zu nah. Wenn ich da Glas drüber tue, dann haben wir noch 2 hoch. Und dann kommt schon die Decke. Und mit Decke meine ich der Gras. Da. Und zweites Problem, was weniger so ein grosses Problem ist, es müsste sogar noch eins runtergehen, damit die überhaupt kann aus unserem Falleingang rauslaufen. Was mache ich jetzt? Das ist eine gute Frage, die ich mir auch schon gestellt habe. Und ich denke, mal schauen, wie tief ist der? Ja, wahrscheinlich
nehme ich einfach Lava und baue es neu. Also ich mache jetzt das quasi zu. Vielleicht nehme ich Wasser und hole mir noch ein bisschen Obsidian. Das geht hure weit. Oder? Es geht jedenfalls aus, es geht echt hure weit. Auf jeden Fall nehme ich wahrscheinlich Wasser, mache das alles zu Obsidian, grabe es weg und dann machen wir halt eigene Lavapfütze, wo halt ein paar Blöcke weiter unten ist, weil so geht das jetzt wirklich nicht. Ich hätte zwar gern das da hier gebraucht, weil es sieht echt geil aus und es wäre cool, wenn man einfach so könnte halt das natürliche Lavavorkommen benutzen. Aber geht nicht. Wobei, wobei, ich habe eine Idee. Also zuerst einmal möchte ich das da hier wieder mit Lava füllen. So. Da wir ja sowieso weiter runtergehen als geplant. Also, oder da das ja weiter oben ist als geplant, besser gesagt, kann ich auch einfach das da hier als Decke verwenden. Dass man sieht dann einfach Lava durchschimmern von der Decke. Und dann muss ich nämlich gar nichts machen mit dem Lavasee. Dann kann ich nämlich einfach da unten bauen. Das ist doch die Idee. Das ist die Idee. Ich sag's euch. Für da bekomme ich den Nobelpreis. Okay, das heißt, wir gehen nochmal zwei ab. Bevor da kommt jetzt nicht grad. Okay, das ist ein Silberfischblock. Das finde ich auch ganz toll. Mit dem habe ich übrigens öfters zu kämpfen, wenn ich da baue. Wo kommt echt Lava ab? Kommt echt da schon Lava? Nein. Kommt echt da schon Lava? Ja. So. Okay, ich würde sagen, dann haben wir da, ist das genau die Höhe von unserer Base. Da habe ich aber mal die Lava-Ding gesucht, weil ich dachte, dann sei tiefer unten. Ist es aber nicht gewesen. Aber ich finde das gut, dann ist das unsere Base. Bin ich zufrieden. Und du, Kuh, ich versuche dich jetzt mal zurück ins Cake zu verfrachten. Irgendwie. Bevor ich es vergesse, wir müssen einmal noch unsere Karte aktualisieren. Weil wir haben da ein Hexenhaus, aber unser Hexenhaus, das wir gebaut haben, wo die Hexen so schön wohnen und sterben, das ist nicht vorhanden. Drum. Karte? Ah, da hinten. What the fuck? Okay, das sollte es definitiv mal noch fixen. Und es wird updated. Wupp, 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 wupp. Okay. Was das dort oben ist? Ah, das ist Schnee, genau. Und wir haben jetzt eine schöne Farm. Die nicht so hässlich und so schön aussieht, aber ja, egal. Wir könnten mit, wir könnten mit Half Slabs oben auf dem Dach irgendein Muster machen, zum Beispiel ein Smiley oder so. Da wäre doch mal eine neue Idee. Da können wir irgendwann das Projekt aufnehmen. Mal schauen, was könnte man noch updaten? Ich glaube, da hinten hat noch jemand, ist jemand am Bauen. Da, so. Karte, dankeschön. Und ja, wir haben nämlich das Neues. Wir haben eigentlich zwei neue Mitglieder. Ist mir gerade noch eingefallen. Einmal Sputnik und einmal MRSLP. Von denen werden wir vielleicht auch mal noch irgendwas hören, vielleicht was zusammen machen. Da sie gerade da hinten wohnt und MRSLP ist irgendwo da unten, hat er glaube ich gesagt. Also so von der Karte aus da unten, nicht da unten physikalisch. Werden wir vielleicht mit denen mal was zusammen machen. Für sie habe ich zum Beispiel schon was geplant, aber pst, weil sie schaut auch meine Videos drum. Pst. Und ja, ich begebe mich jetzt wieder. Ich warte eigentlich nur darauf, dass das Glas fertig ist. Weil ich bin am der Lavasee unterglase, könnte man sagen. So sieht ein unterglaster Lavasee aus. Jetzt ist die Frage, wie genau will ich unsere böse Folterkeller bauen? Ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe so eine kleine Vorstellung, habe ich, aber so ganz genau weiß ich es noch nicht. Also entweder passe ich die Basis, der Keller quasi am See an. Ich umrunde den See und, also zum Beispiel mit Quarzblöcken, weil ich habe vor, Quarzblöcke und Nether Bricks da so Zeug zu verwenden.
Also einfach Zeug aus dem Nether. Ein bisschen dunkler, aber halt mit dem Quarz auch so steril. Weil das ist ja das Versuchslabor an diesen Tieren. Und ja, es ist vielleicht noch ein bisschen klein. Ich weiß es eben nicht genau, wie ich das jetzt baue. Ich muss mir zuerst Inspiration noch treffen. Ich würde einfach mal das hier alles noch ausheben und das da, dass alles ein Level ist. Und ich muss noch in Nether, weil Quarz habe ich genug, aber ich habe fast keine Nether Bricks und fast kein Soul Sand. Und das muss ich definitiv noch ändern. Und darum gehe ich jetzt noch kurz in Nether. Das passiert, wenn man einen Kuma mit einer Spitzhacke auf ein Nether Fortress loslässt. Ich habe den ganzen Gang da ausgehöhlt. Das Inventar ist voll mit Blöcken, was ich ziemlich gut finde. Vielleicht komme ich wieder mal zurück und mache halt weiter da das ganze Zeug weg und dann die Gang, wo da hinterher gehen. Ja. Ich habe es übrigens wieder mal geschafft. Ja. Es heißt nicht umsonst Kleine 2, ist nur noch Efficiency 4. Ich bin wieder mal in Lava gestorben. Ironischerweise habe ich zwei Feuerresistenztränke dabei gehabt und es nicht geschafft, die einzunehmen. Ja, das ist ja schon ein bisschen ironisch, ja. Aber was soll's. Ist jetzt halt passiert. Ich habe mir neue Spitzhacke. Also ich habe noch die Unbreaking gehabt und die mit Silk Touch und Efficiency. Und die habe ich einfach kombiniert. Ist eigentlich relativ gut gegangen. So, jetzt habe ich auch volle Stege. Und ich gehe nochmal zurück und versuche mich an einem Design für unser... Wow, okay. An einem Design für unser... Blaze. Für unseren Raum. Ja, das passiert, wenn man mit Feuer umhantiert. Unter anderem Lava. Und wenn man dumme Kühe hat, weil die sind, gescheit wie sie sind, alle da kommt. Und dann dort Lava. Yay, awesome. Es ist vielleicht ein super Anfang, zum zeigen, was ich so an Fortschritt gemacht habe. Ich habe den Schacht, wo man runtergeht, vollendet. Schön, dass unsere grünen Schöfli gestorben sind. Zum Glück haben wir Schöfli haben wir genug. Die können wir wieder nachzüchten. Aber der Rest wird ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel Kühe haben wir nicht genug. Sind jetzt nämlich alle tot. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Und flup, flup, flup. Und hoffentlich fängt es da mal nicht wieder an brennen. Ich habe die Lava abgesetzt. Vorne ist sie eben um den Tunnel, wo da... Ja, super. Hey Gato. Vorne ist sie eben um den Tunnel da rundum gewesen. Und ja, man sieht es sowieso nicht. Also ich kann sie weiter oben runterfließen lassen. Das da hier ist mein Design, wo ich aufgekommen bin, quasi. Für das da halt. Das hier ist nur, weil man halt, weil die Lava gar nicht bis da, sondern bis da. Und damit man einfach nicht so viel komische Scheiß sieht. Vielleicht könnte ich da auch noch irgendwie zumachen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Muss ich mal noch schauen, ob ich das kann. Und ja, da haben wir halt bis Slimeblöcke kommen, wenn wir uns mit Wasser begnügen. Da Quarz auf dem Boden, Nether Bricks und da kommt Lava runter. Da theoretisch auch. Fragezeichen. Ah, ich kann eben oben müssen das mit Dings verdecken, mit Dirt. Weil sonst jetzt da nicht schön sich gleichmäßig verteilt, weil Lava und Wasser fließt immer zum nächsten Loch. In einer geraden Linie, was sehr logisch ist. Und ich habe vor, dass da quasi eigentlich ähnlich wie unseren Storage Room, quasi irgendwo da ist das Zentrum, irgendwo da vielleicht so. Und dann gehen verschiedene Arme weg zu verschiedenen Experimenten mit verschiedenen Tieren. Zum Beispiel werden wir ein bisschen mit Schwein experimentieren. Wie alle wissen, sind ja Creeper aus Schwein entstanden. Oder mit Hühnli, wo uns ein bisschen Chicken Essen gibt, wo wir gerade unser Lager transportieren können. Und mit Schöfen werden wir auch ein bisschen hantieren.
Ich habe da so eine kleine Idee, wie man die Gene verändern könnte und das Regenbogenschaf erzeugen. Ja, ja, so geht das. Und ja, der Aufweg muss ich noch irgendwie was überlegen. Da ist halt eben, ups, das sollte nicht Holz sein. Aus naheliegenden Gründen. Flup. Ähm, der Aufweg ist noch ein bisschen umständlich im Moment. Es geht da hinten rum und da rauf. Yay, ich bin da oben. Aber es geht vorwärts. Ich werde mich in dem Fall einmal am Wiederaufbau widmen. Und versuchen vielleicht nochmal ein paar Kühe zu fangen. Irgendwo. Gott, sind die dumm, Mann. Nur weil das Gatter offen ist, müssen wir nicht in die Lava gumpen. Ja, ich glaube, ich lade das mal vorläufig so. Vielleicht das, was ich am Bauen, baue ich wieder auf. Und die tun wir am Schluss wieder einfügen. Wenn ich sicher bin, dass es sicher ist. Nicht, dass das Ganze nochmal passiert. Aber ja. So, schauen wir mal, was ich bis jetzt so geschafft habe. Ja. Das war Fail gewesen. Also, ich habe Decke da gemacht, haben wir ja schon gesehen. Jetzt habe ich da Innenausstattung quasi ein bisschen ausgebaut. Da ein paar schöne Flammen, da ein bisschen Lava, Netherbricks, schöner Boden aus Quarz. Wir haben übrigens fast kein Quarz mehr. Da habe ich noch einen kleinen Pool gefunden. Mal schauen, ob wir... Oh, hey Skeletto. Wenn wir den verwenden können, um irgendwie, keine Ahnung, unsere Wasserversorgung im Labor anzuschliessen. Da habe ich einen provisorischen Aufgang. Der geht, hast du noch wissen, genau da rauf, wo man... Also genau das am Rand. Ist praktisch. Aber einen Ausgang muss ich mir definitiv noch überlegen. Seit dem letzten Cut ist ein Tag vergangen und sie haben jetzt Minecraft 1.8 rausgebracht. Das heißt, wir werden so bald wie möglich in 2 Tagen, 3 Tagen, werden wir updaten auf 1.8 und dann haben wir Slime Block, Enderside und so Zeug. Und ich denke, der Ausgang würde ich mit Slime Blocks machen. Vielleicht, dass man da wieder aufgeschleudert wird. Das wäre awesome. Weil dann hat man da einen Slime Block und dann geht man da hin, drückt da irgendwie auf den Knopf und dann macht es Bruing und man ist wieder draußen. Das wäre awesome. Ich glaube, so mache ich es sogar. Jetzt muss ich mal gerade irgendwo aufschreiben, sonst vergesse ich da gerade wieder. Aber bis zum Update mache ich da noch ein bisschen weiter. Und zwar, das erste, was wir in unserem Labor werden haben, sind 4 Legebatterien da auf der Seite, die uns Eier geben. Erstens mal wird das vielleicht den Lag ein bisschen reduzieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein. Einfach weil nicht alle auf einem Block sind, sondern auf 4 verteilt quasi, die gleiche Anzahl Hühner. Und da werden wir Hühner haben, die durch Lava gekillt werden. Und da werden wir Hühner haben, die durch Wasser gekillt werden. Das heißt, wir werden also gekochte Hühner bekommen und ungekochte. Von der ungekochten werden wir weniger bekommen. Sage ich jetzt schon. Weil wir brauchen die einfach nicht. Ich meine, wir brauchen nur die gekochten. Aber es ist schön, wenn man auch eine Möglichkeit hat, ungekochte zu bekommen oder nicht. Und ich könnte natürlich auch das hier rausnehmen und in die ganze Breite lang einfach quasi mit Dispenser machen, entweder Lava oder Wasser. Oder da, ich könnte einfach entscheiden, quasi auf der linken Seite haben wir einen Dispenser mit Lava, auf der rechten Seite einen mit Wasser. Und dann kann man entscheiden, ob es jetzt versaufen oder verbrennen. Mein Gott, das tönt so grausam. Aber ich glaube, links und rechts Lava, Wasser ist am besten. Ich mache mich mal ans Redstone-Zeug, weil ich muss da ein paar Sachen halt so Hopper, wo die Hühner da die Eier abnehmen und da rauf transportieren und da den Clock, was wieder rausspuckt. Und ja, das könnte ein bisschen dauern. Aber für euch ist ja nur ein kleiner Schnitt. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Unsere Teststation für die Hühnli ist fertig. Da testen wir, ob das Hühnli in Isolationshaft kann überleben. Da testen wir, ob das Hühnli mit nur einem Partner kann überleben. Und da testen wir, ob Hühnli in Massentierhaltung gehalten werden. Das hier ist genau das gleiche Experiment, je 10 Hühnli. Einfach damit wir sicher die richtigen Resultate bekommen. Und da testen wir, ob Hühnli in Lava überleben können.
Da testen wir, ob Hühnchen in Wasser können überleben. Baby Chickens können scheinbar, solange ihre Schnauze nicht in Lava oder Wasser ist, überall überleben. Wir müssen noch schauen, ob die Erwachsenen das auch können. Reizt nicht! Und falls nicht, werden ihre Überreste da abtransportiert. In die Kiste da. Sobald die voll ist, wird der Hoppers weiterleiten in den und ab und in den nächsten Folgen werden wir dann noch ein System bauen, wo das Ganze einsortiert in unsere Kiste. Genau das gleiche mit der Witch Farm dort hinten. Alle Materialien werden wir noch einsortieren. Und falls ihr euch fragt, das gleiche ist übrigens da einer auch. Bis auf das, dass es kein Überflow-Ding hat, weil wir brauchen kein rohes Hühnli. Und ich weiß nicht genau, wie ich jetzt machen mit zwei Kisten, die direkt untereinander sind, einsortieren, weil die sind bei uns halt alle so flach quasi mit der Wand. Also alle auf der gleichen Ebene nach hinten. Also nicht verschoben. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und darum ist es schwer, mit Hopper das Zeug einzuordnen. Verschiedene. Und darum lade ich das mit den rohen Hühnli und wir brauchen die sowieso nicht. Sagen wir mal für was, dass wir rohe Hühnli brauchen. Das Huhn da überlebt? Okay, doch nicht. Ich habe mich geirrt. Und wir haben Roast Chicken, Feta und einen Quarzblock. Awesome! Und von da hinten werden halt Eier da unten durch transportiert. Das kann ich euch eigentlich auch noch kurz zeigen. Wo die Türe gehe ich am beschittesten? Gehe ich da rein? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Da. Da hinten haben wir noch einen kleinen, wie nennt man da? Eine Clock, die sich aktiviert, sobald das Item da innen ist. Also sobald das Item da innen ist, geht der Comparator an. Die Torch da geht aus. Da oben jetzt Redstone. Das geht aus. Das geht an. Das tut die zwei powern. Und ich habe das Gefühl, unsere Hühner verbrennen gerade. Wenn wir mal kurz schauen. Wieso? Wieso landet das überall außer in der Kiste? Das finde ich ganz ungeil. Ich hoffe, das wird in 1.8 gefixt. Oh, ist das nicht ein schöner Anblick. Ihr sind... Ah nein, ihr sind noch in der Wachs, okay. Und... Ja, eben. Der Comparator da geht an. Dann geht das hier an, mit ein bisschen Verzögerung. Man könnte es auch ohne machen. Aber dann brennen die Torches da aus. Und keine Ahnung, ich finde es schöner, wenn es halt so Klick, Klick, Klick macht. Anstatt so Klick, 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 tss, Klick, Klick, tss. Ja, ich weiß, sehr gut nachgemacht. Und dann geht das da oben. Und es gibt da einen Puls. Weil Comparator, wo ein Signal bekommt, geht ja aus. Starkes Signal. Das da ist ein sehr starkes Signal. Und dann gibt es da einen Puls, wo immer so Klick, 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 je nachdem wie viel das da drin ist. Ich kann es auch mal zeigen mit 2 Federn und einem Chicken. Macht einfach so Klick, 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 Klick. Und alles ist draußen. Also auch, ja, da unten halt. Und das wäre es eigentlich gewesen mit dem Redstone. Es ist nicht so kompliziert gewesen, wie ich erwartet habe. Wir können jetzt da das Zeug wieder aus der Kiste rausfischen. So. Das tun wir mal da rein. Und da fällt mir gerade ein, dass ich in dem Fall Cheddar aussortieren muss. Das könnte ein Problem werden, aber dem nehmen wir uns irgendwann später mal wieder an. Das ist auch alles, was ich jetzt Zeit habe heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ein Like da, wenn schon. Wenn nicht, ein Daumen nach oben. Und ein Kommentar hilft am meisten, weil dann sehe ich, was ihr so mir sagen wollt. Was ich als nächstes bauen soll. Was ihr für den Erfolg haltet. Ob ihr überhaupt verstanden habt, was ich gesagt habe. Falls ihr zum Beispiel Deutsch sind. Und ja, ich freue mich über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Towncraft wieder. Tschüss.